Nun denn, nun denn, nun denn. Wir sollen jetzt also die 7 schlafenden Schlüssellöcher finden. Und das bei Kingdom Hearts Dream Drop Distance in HD. Und man könnte auch sagen Kingdom Hearts 3D HD. Naja, willkommen zurück, Freunde. Und ja, keine Ahnung. Also doch, schon ein bisschen. Ne? Wie letzte Folge schon erwähnt, ich habe das Spiel ja in der 3DS-Variante mal angespielt und dann war ich irgendwie so verwirrt von der Steuerung her, aber auch irgendwie von der Story her und so, also gar nicht mehr weitergemacht habe. Und jetzt mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, mittlerweile haben wir ja schon so viele Kingdom Hearts Spiele gezockt, nachdem wir auch Kingdom Hearts 1 und 2, sage ich doch, relativ viel gemacht haben, auch von Extra-Bossen und so. Ich würde mich jetzt stark überraschen, wenn jetzt so etwas hier aus der Fassung bringen würde. Und ja, wer weiß, vielleicht dieser Kingdom Hearts HD, Kingdom Hearts 3D in HD ja einfach als normale 3D. Viel Ds, wa? Ah, die Ds. Die guten alten Ds aus One Piece. Weil gewundert, dass hier die Dinge auftauchen, die Albträume. Gleichzeitig. Hallo? Scheiß Truhe. Aber auch ein Portal. Ein Link-Portal. Muss ich das nehmen? Dann kann ich einfach so durch. Joshua, why don't they ever attack you? They being Dream Eaters? They won't go after you unless you're a dreamer. Which is funny because I've got plenty of dreams. But they're definitely attacking me. So, you think I'm a dreamer? Every human being is a dreamer. I had a friend once who said he never dreamed of anything, but it turned out that his were the most powerful dreams of all. You sort of remind me of him. Why don't we give your dreams shape? In this world, they take form as Dream Eaters, which can become great allies. Oh, es geht da schon los, ey. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendwie Enzem vorbei oder so. Das wäre es gewesen, ey. Ein Traum von Riku? Dann machen wir einfach mal Enzem. Wamkomori. Rang D, relativ hoch, wa? Ich kann es mal versuchen. Diesen Geist erschaffen? Ja, erschaffen wir einen Geist. Oh no! Wahoo! Der Luigi hatte gar keine Freude daran. Ja gut, wir waren ja schon letzte Folge mit dem einen Viech mit der Miezekatze so beim Mauzi. Bleiben wir doch direkt mal bei Pokémon und ich nenne es Zubat. Obwohl. Na komm. Ist schon ein bisschen stärker das Viech. Nennen es mal Golbat. Ne, ist noch kein X-Bat oder so, aber ein Golbat, das gebe ich ihm. Ups. So, muss mal gucken, wie lange ich dann heute auch die Folge mache. Letzte Folge muss ich leider ein bisschen zusammenschneiden, aufgrund der Tatsache mit dem Intro vom Spiel. Weil das Intro ist eigentlich so episch und so, aber YouTube hat da gar keine Freude dran. Muss leider rauscutten, deswegen ein paar Minuten gefehlt. Wobei, waren trotzdem nur 40 Minuten schlussendlich. Ja, das ist eigentlich wieder so ein Spiel, wo ich, sage jetzt mal so 20, 30 Minuten anvisieren möchte. Trotz allem. Ich zu Beginn weg doch eher bei 20 Minuten. Und dann auch ein bisschen Mühe mit dem Herumsitzen haben, mit Nackenschmerzen und so und deswegen ein bisschen kürzer vorgemacht. Once I take you down, yo, me and Rhymes is going back where we belong. Beat. How many times do we have to go over this? You've been tricked by that rogue in the black coat. What? Black coats? But that's... I'm telling you, you've made a friend of our enemy. Just can it, alright? Your inverse psychiatry ain't gonna work. Let's go, Dream Eaters! What? Ugh, man, not cool. Nein, echt nicht cool.
So, was gerade reinquatschen und ja gut. Mal loslegen, wa? Sora und Rico können Links zu Geistern aufbauen. Sie tun dies auf eine unterschiedliche Weise. Das macht irgendwie Sinn. Sora setzt Linkangriffe ein, um zusammen mit seinen Geistern mächtige Attacken loszulassen. Rico nutzt sogenannte Link-Stile oder Link-Style. Er absorbiert dabei seine Geister, um stärkere Kombos ausführen zu können. Gegner trifft, okay, muss erst einmal. Miauhauer. Bei den Geistern, ne? Mehrere? Okay. Aha, wenn du mehrere Geister hätte, ja. Ja gut, dann greif mal an, Geist. Oh, das war's schon. Was haben wir da Schönes? Er ist ein Leiste voll. Ich kann nicht hier gerade. Moment. Ah, Entschuldigung. Ja, und nun? Ah, so. Biber Butzemann. Hä? Das war jetzt nicht gerade sehr erfolgreich. Ah, okay. Ich muss erst quasi den Link erzeugen und kann dann normal angreifen. So. Drücke A oben. Okay, einzelnen Geist, möglich. Links mit Geistern abgeschlossen. You know what? Forget it. This is stale, yo. Playing the tough guy 24/7? I'd be worn out too. I just want to protect the one person who matters. I know the feeling. Why am I suddenly so sleepy? Das Gefühl kenne ich. Long ago, in the age of fairy tales, the world was filled with light, a gift many believed from an unseen power known as Kingdom Hearts. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. These warriors crafted Keyblades in the image of the original Keyblade, and waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today, with countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into 20 pieces. 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there, even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade.
sehr interessant, gerade auch die Anzahl von wegen 7 Teile des Lichts und 13 der Dunkelheit, da hat man gerade so von wegen 13, okay, Organisation 13, lustige Verknüpfung. Und das mit den 7 des Lichts heißt es, wir brauchen noch 7, naja, ja, Schlüsselschwertkrieger, also ja, 7 von uns mit den Schlüsselschwerten umgehen können. Ich meine natürlich auch mit den ganzen Leuten noch aus den anderen Spielen, ne? Sprich so Ventus, Aqua, Terra. Gut, Terra momentan gerade ein bisschen schwierig. Die anderen beiden theoretisch auch, aber die werden wir sicher bald schon wieder sehen. Ventus im Prinzip schon die ganze Zeit, aber ein anderes Thema. Also wenn wir da schon mal 3 Stück eigentlich hätten, dann natürlich Riku und Sora, dann Mickey sind wir schon mal bei 6. Und dann ist halt die Frage, ne, mit Roxas, Sion, ob die überhaupt dazu zählen können oder ob das gar nicht möglich ist, aufgrund ihres, naja, aufgrund der Tatsache, wie sie überhaupt entstanden sind, ne, also ob sie da gar nicht dazu zählen. Interessant. Wobei ich nicht ganz verstehe, wieso Rico am Schluss die Hand so verkrümmt hat und die ausgeschlossen hat. Das wäre irgendwie sauer. Ja, die Key-Klinge, das war gerade ein bisschen verwirrend tatsächlich, dass Schlüsselschwerter und, sagen wir jetzt mal, die X-Klinge und die Cross-Klinge im Englischen auch mal einfach Keyblade genannt werden. Da denkt man so, hä? Ja, aber es ist nicht dasselbe. Where is he? Huh? Huh? They're both gone. Before I fell asleep, Neku said that he and that creep in the coat had a deal. But what was the deal? Are the two of them in league? That can't be right. We never even found Neku's partner. I guess I should just take a look around. Macht Sinn. Und der Typ als Charaktersturz. In dem Spiel steuerst du abwechselnd Son und Rico die Geschichte voranzutreiben. Ja, das haben wir irgendwie schon gemerkt, ja. Um von einem Charakter zum anderen zu stürzen, sprich zu wechseln, wenn einfach Sturz im Pausenmenü und Hauptmenü aus. Ach, da ist so ein Ding, das ist quasi. Ja, doch, ja, genau. Ja, das war einer der Punkte, wieso ich damals die 3DS-Variante nicht fertig gespielt habe. Sondern ich war gar nicht so viel weiter als jetzt, Leute. Also ich glaube, nächstes Kapitel oder so und dann bin ich schon so weit wie damals. Wo ich irgendwie an eine Stelle kam, wo ich eben nicht mehr weiter kam, glaube mit Sora war es und mit Riku war es zu kompliziert, irgendwas auszuführen. Nachher war ich zu frustriert und habe das Spiel beiseite gelegt und nie mehr angemacht. So, mal ganz kurz gucken. Habe ich das Teil überhaupt noch irgendwo? Überall ein bisschen 3DS-Spiele in der Schublade rumliegen. Moment. Kid Icarus. Nein, nicht ganz dasselbe. Also ich habe es zumindest gerade auf den ersten Blick nicht mehr hier sichtbar vor mir liegen. Kann sein, dass ich deswegen wie weggelegt habe oder tatsächlich weggeworfen habe. Würde mich nicht wundern damals. Was ist die Anzeige Leerbeginn, die sogenannte Bonuszeit? Okay, ja, wie damals halt so drauf war. Okay, Geist bei uns, sehr schön. Ja, wir gucken mal, wa? Ja, wieso hat Rico eigentlich die Faust zugeballt am Schluss? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber egal. So. Ja, ist aber einer. Der freut sich einfach nur. Der greift ihn an, komm. Sag mal. Er ist völlig nutzlos. Hey, ja, hey, hey. So. Also wir sollen uns ein bisschen umgucken. Ne? Vielleicht mal speichern, wir haben so eine doofe Idee. Soll mich mal umsehen. Aber doch gerade. Hier ist nichts. Ernsthaft.
Okay, nimm du die Feuertüre. Oh, eine Truhe. Klopf, klopf. Ha! Block Schoko. Yeah! Oh! Oh! So long! Seh nix. Hey! Hey! Oh! So long! Yeah! Yeah! Ha! Traumfängerkumpel, wo bist du? Toll am Hummel geguckt, hier war nix. Ja, ein paar Viecher sind da, na und? Aha, er will also hier hochgehen, wa? Okay. Ja, braver Geist. Hey! Yeah! Das nennt sich Strom. Der kann wehtun, wenn man ihn direkt anfasst. Nennt sich auch Stromschlag. Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt direkt... Ne, hier habe ich den Sturz. Weil das Ding habe ich... Okay, geh wieder. Ich hatte gerade, vielleicht muss ich dann da... In so einer Welt wechseln, dann zu Riku wechseln, aber man ja doch nicht, ne? You got a mail. Von wem? Vom Meister Jens Hit? Kannst du verraten, was ich überhaupt treibe, wie ich überhaupt hergekommen bin, wieso ich so aussehe? Hä? Hier weggehen. Warum soll ich? Hey! Yeah! Ha! Yeah! Oh! Ha! Ha! Oh! You spin me right round, baby, right round. Hey! Ha! Yeah! Yeah! Hey! Ha! Yeah! Hey! Ha! Hey! Yeah! Ha! Ha! Oh! Yeah! Und spinnen! Juhu! Hui! Ui. Stufe 3. Miauz, genau. Oh, der lebt noch. Oh ne, die fetten schon wieder. So long! Yeah! Ha! Come on! Flieg und Sieg! Yeah! Come on! So, dann wir jetzt mal hier durch. Also mal gucken, was passiert. Linkportal. Mit einem freien Fluss aus. Und also Dinge, die ich überhaupt machen muss, so sind die optional, um vorwärts zu kommen. Oh. Yeah! Ha! Oh! Oh! Ha! Oh! Ha! Oh! Ha! So long! Ha! Yeah! 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 Ha! Yeah! Ha! Yeah! Hey! Let's go! Miauhauer! Boom! Boom! Check it out! Boom! Boom! Gescheitert! 01 von 03. Krass, die Übung jetzt schon. Ja, mein Gott, was er nicht im freien Fluss. Boom, boom, boom. So, aufhören, dankeschön. Okay, soweit so gut. Dann geht er noch hier hin, weil wenn es schon heißt, soll er weggehen, dann gehen wir mal. Hä? Okay. Ha! Ha! Hallo, die Post ist da. Oh! Yeah! Oh. Das war wohl nicht geplant. Das ist die Ruhe da hinten. Die will ich, die kriege ich. Na gut, jetzt ist sie hier vorne. Jetzt überall tun.
Item-Kommandos. Potion. Okay, sehr gut. Okay, das funktioniert so leider nicht. Hä? Ah, so, jetzt, wow, Hilfe. Ich glaube sogar tatsächlich, es waren solche Probleme, die ich damals hatte, so ähnliche, wo ich eben diese Kommandos einsetzen musste. Und auch wenn ich jetzt zum Teil auch ein bisschen doof anstelle, aber das war auf dem 3DS noch wesentlich mühsamer. Ich habe gar nicht mehr so, warum? War es irgendwie von der Steuerung her? Dass irgendwas ganz creepy war oder so? Ja, irgendwas war damals. Wo geht's überhaupt hier? Frage für einen Freund. Sind wir hoch hier, wa? Ja, das war jetzt nicht ganz so, wie ich es eigentlich wollte. Jetzt zurück zum Anfang. Scheiße. Nein! Oh. Mann! Also, die Orangen führt es soweit klar. Nehmen wir mal die blaue. Dann da oben hin, ne? Damit Geld da weiter, ja, das wäre eine Option. Wieso? Wir wollen jetzt springen. So eine Sauerei. So. Moment. Nein. Nein, 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 nein. Erstmal. Das ist sie wohl. Oh, Dream Drop Distance. Ich hasse dich jetzt schon. Wieder. Nach so vielen Jahren. Jahrzehnten kann man schon sagen. Das war die gleiche Scheiße wie früher. Eisrahmtüte. Oh je, oh je. Gut, Freunde, wir würden sagen, der Stelle beende mal die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann werden wir hier das Teil hier rocken. Ich hoffe zumindest mal. Und ja, hoffentlich werden wir auch ein bisschen was Neues erfahren, ne? Vom Schlüsselschwertkrieg, von Meister Yen sieht, wieso wir überhaupt hier sind. Also ja, wir wissen, wieso wir hier sind, wegen den 7 schlafenden Schlüssellöchern. Ob es dafür noch mehr Themen gibt und warum unserem Geist nicht mehr so gut geht. Und unserem Traumfänger. Dies und vieles mehr das nächste Mal. Bis dahin, tschüssi.